Good morning. Waar ik uit hier in de kerk zijn, niet zo? Zondagsmorgens. Jedes Mal, wenn wir die Bekanntmerkung von der Bethlehem Stall hier, dann denke ich an Steve. Some von Jünt, was hier wir noch Steve hier wir, die reden ein bisschen anders plötzlich, seid ihr mal angeworden? Und so Rebecca sagt, wir wollen Bethlehem Stall bauen. Da ist sie korrekt, Steve. Und so jedes Mal, wenn der das sagt, dann denke ich an Steve, und der redet so dort. Nu werden eine Leute singen, oder so eine Dinge dort. Und so, Lorna und ich, wir haben ein bisschen geschmustert über den sie plötzlich, aber weet je, ich muss über die reden, was ich verreden will, je dann über mich. So, ich muss über andere. Aber anyway, ich freue mich hier sein, an die Botschaft von dir, die ist ein bisschen dunkel. Der Thema in Offenbarung, das ist dunkel. Wir sind in Offenbarung und sehr viele verschiedene Ideen über Offenbarung und so von der aus war ein bisschen ein interessantes Thema. Ich sehe in vier Werke, ich will noch einmal sagen, das waren die Champat, Devils, was bei sich ist, was den Devils als. Dann wollen wir uns nicht gerühren. Besonders, wenn du in Christus bist. Ich weiß, dass alle haben Ideen manchmal über bei sich ist und so eine Dinge dort. Ich habe jetzt hier mein einer Glauben über dort, aber bei sich ist sind 100% unter Jesus seine Kontrolle. Da werden wir niemals vergessen. Durch die ganze Offenbarung. Und wir haben hier in dieser Person, wir sind von der eine sechste Person, besonders die fünfte und sechste, dort ist jässlich sozusagen, dort hat mit beiden Jästen zu tun, mit Dämonen und mit den Devils in der Kraft und so eine Dinge dort. Aber wir fingen ein Bad von dieser, dass die nicht tun kann, anders als was Gott entfriert hat. Aber von der wollen wir hier checken, nur die sechste Person. Aber bevor wir das tun, will ich Ihnen ein paar Vers wiesen, bloß zum Jünd versichern, dass Jesus hat die Kontrolle. Das heißt, in Check, die schrien, was haben wir mit die zu tun? Also die beiden Gäste, wenn Jesus vorhanden kommt, dann schrien sie, was haben wir mit die zu tun, Jesus, du Gott ihn sehen. Die chanten dort, dass wir Gott ihn sehen. Dann sagt der Pastor, du kommst ans Pferdetiet zu quälen. Dann weet je, die Devil mit seiner ganzen Armee sozusagen, die sind bestimmt für Hall. Und weet je, ich denke an mal, Eva, wir reden von der Halle, dass wir waren verloren gehen oder Halle, aber wir haben einen Weg rüt. Wir können an Jesus glauben, wir können Jesus annehmen. Aber der Devil kann nicht, und so das ist alles, was der Eva bleibt. Aber die weiten dort selbst, dass irgendwas gequält worden, und so sie früher und Jesus best gekommen, fertig zu quälen. Wir haben noch ein Vers in Markus 1, sie standen alle so, dass sie sich untereinander führen sollen. Das sind die Menschen um Jesus. Und sehen, was ist das? Was ist das für eine Elia? Mit Vollmacht, die wird heute andere Gäste, und ich würde sagen, in der gehorchen Arm. Und so ich will Ihnen bloß versichern, dass Jesus ist in Kontrolle, Gott ist in Kontrolle, Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf der Erde. Wir werden niemals vergessen. Hat nicht Angst für bei sich essen, für den Devil. Der wird dich nicht einmal ein nur fassbar, ohne dass du etwas angeworden oder Hals schlafen. Du Essnerst dort. Jesus hat den Devil überwunden. Und wir können von der, wenn wir Jesus kennen, dann haben wir den Sieg. Bloß im Verrückt dort sein. So in Offenbarung 9, Vers 13. Und der sechste Engel blust. Und ich hörte eine Stimme von dem Feuerhähne, aus dem goldenen Altar, der für Gott ist. Na, in der vierte Person, da fangen wir all das Altar, dass die Gebete, die gehen für Gott. Ich glaube, dass die goldene Altar, was für Gott steht, der Ruhealtar kann sein. Und so das Idee von der Feuerhähne, das ist sehr bekannt, das ist eine sehr bekannte biblische Sprache, wenn er kämpft den Altar. Der Altar in Jerusalem im Tempel, besonders der Altar, wo so Opfer deuten, der hat Feuerhähne ab jeder eigenen Huren sozusagen, zum Dinge anbringen und so was. Das ist eine ganz bekannte Sprache in der Bibel, das ist ein Feuerhähne. Aber dort kommt eine Stimme raus, aus dieser Feuerhähne, aus dem goldenen Altar. Die sieht zu dem sechsten Engel, der die Trompete hat,
leis de Feuerengel, die in den großen Riefen Euphrat gebogen sind. Das ist eine sehr interessante Idee. Das sind Feuerengel, sagt es hier, die sind gebogen an den großen Riefen Euphrat. Na, ich will Ihnen some Dinge vertellen von den Riefen Euphrat. Na, some von diesen Dingen, das sind bloß interessante Dinge. Ich will nicht handgesagt bleiben, das ist eine Grundlehre, eins so steht. Aber mir interessiert das. Mir interessieren so eine Dinge, das, und wenn mir das interessiert, dann muss jeder das horchen. Because ich sehe die Prediger. wenn die jüngere Ideas wollen verbringen, dann dort predigen. Und so something, ich will bloß handgesagt weiten, das sind meine Ideas, das ist was ich glaube, das interessiert mich sehr zu studieren und so eine Dinge steht. So der Riefer Euphrat, den kennen wir all von Gordon Eiden wieder, und das ist ein sehr bekannter Riefer. Und hier sind Feuerengel, das sind gefallene Engel, das sind Dämonen. Die sind durch gebogen, und wir wundern vielleicht, wo sind die gebogen an den Riefer? Und so in Offenbarung 18, da haben wir einen interessanten Vers, da sagt er schrie ut Macht, das war ein Engel, was eine Bekanntmerkung gibt. Und er schrie ut Macht mit großen Stimmen, sagt, Babylon, der Große ist gefallen ist einer. Ja, ich würde sagen, der ist Dievels Wohnung geworden, in eine Wohnstätte für jeder Diebel, oder wir können sagen, bei sich in eine Bewahrung für jeder anrennet und gehostet Fehl. Na, das sind alles Dämonen, das sind alles bei sich die Fehl auch. Und so was es versagt, ich weiß, das sind verschiedene Ideen über Babylon. Some würden es so ausleiten, dass das das ökonomische System von der Welt, und wir wollen da mehr von reden, wenn wir spät hier sind. Aber was ich will haben, soll sein, dass Babylon, dort ist eine Behüsung geworden für alle bei sich. Babylon ist in den Euphrat Rifa. Und diese Feuerengel kommen aus den Euphrat Rifa jent. Und dann bleibe ich, dass ich da zwei Dinge topstellen, dass die kommen von dort, wo Babylon mal stund. Von der ist Babylon da nicht, die steht nicht, da sind bloß noch verfallene Ruins, würde wir sagen, Gebiete, so eine Dinge, können sie dann mit rübergraben. Aber das ist interessant, dass das nicht jent von wo bei sich erst kommt. Und das ist eine Landkarte von der Jent. Jerusalem ist hier, das ist Israel hier. Und hier ist das so als der Euphrat Rifa. Der rand hier so rauf in der Persische Meer. Hier ist noch ein anderer Rifa, der Tigris Rifa, der rand hier rauf. Und so der Euphrat Rifa, Babylon, wie erst einmal hier, Bagdad, als du von der, das Babylon, wie ein Bett wieder Süden, als wo Bagdad, das ist die Hauptstadt von Irak, von der. Aber weet je, onze ganze Bibel, der handelt sich von der Part von der Welt. Und so der Euphrat rief, ich will Ihnen some Dinge vertellen von das, und das Gott gesagt hat, das sind ein bisschen meine Ideen. Na weet je, der Euphrat rief, kennen wir von Gordon Eiden wieder. In der Beschreibung von Gordon Eiden wurde uns gesagt, dass ein von den Riefers, was mit Eiden top gebunden wird, als der Euphrat Riefer. Da wären noch vier andere. Von der, da uns studieren und nur sehen, wo ist die Gordon Eiden gewesen. Na, keiner weiß für sure. Da war wir ganz klar haben, dass das some von das sind Ideas. Aber die Idee ist von der, und mir interessiert das sein, ich will nicht sagen, mein Wort, aber mir interessiert das, dass Eiden wir hier. Hier ist es das, so kommt Feuerriefer Staub. Der Euphrat-Riefer rand hier hin, der Tigris-Riefer, dort kommt ein Riefer von Osten, der ist kleiner, der ist hier nicht zu sein. Aber dann ist noch ein Riefer, und hier ist es das ist ein bisschen ein Strieb, wenn die in Google Maps würden gehen, und in die Phones, dort mal ein bisschen holen. Und dann war ich da fing, dass da ist ein bisschen ein Strieb, und dort ist ein Dreher-Riefer. Dat Menschen, die das studieren mit den Steinen, da haben mal Wutter gerannt und sind, die und Steiner zu sein, sind Dinge dort. In der Beschreibung von Eiden, beschriftet von Feuerriefers. Na, das sagt du, dass die Feuerriefers randen ut Eiden rüt, ut den Gordon rüt. Aber in der Originalsprache, Menschen, die dort studieren, sagen, dass dort können Krieg so gut meinen, dass wenn die da von Süden wirst, Handchen wirst sein, du gehen Feuersträume rüt. Zum Beispiel, du bist in den Lake. Du bist mit einem Boot da rütfahren, da sind Feuerriefers, wo die kannst rütfahren in den Lake. Das ist mit der Idee. Und so das ist möglich, dass Eiden hier wäre. Wir weiten nicht näher, aber wir weiten some Dinge näher. Das ist, dass die Menschheit von hier an.
Zum Beispiel Abraham kommt von hier. Hier wird der Tarnbuch zu Babel, der wir hier in das Gegend. Hier wird Babylon, hier wird die ganze Geschichte von Daniel und dort alles. Dort passiert alles in das Gegend. Das nennen sie einmal the cradle of humanity. Like, das ist der Grab von der Menschheit, oder der Geburtsort, der Geburtsstätte von der Menschheit, so wie die in der Bibel kommt. So dort ist klar in der Bibel. Abraham kommt von hier. Und dann sagt Gott zu Abraham, er soll hier hinreisen, nur das Israel lohnt hier. Und Gott verspricht ihm, das lohnt. Und so in 1. Mose 15, Vers 18, den Tag mögt der Herr ein Bund mit Abraham und sagt, ich werde die Nachkommen das Land geben von ägyptischen Riefer, und ich höre, was er sagt, vom ägyptischen Riefer bis den großen Euphrat-Riefer. Und so, wenn wir 3 nach dem Land gehen, Abraham, er wohnt hier, Gott raubt ihm her. Und dann hat Gott einen Bund mit ihm und er sagt, ich werde das Land geben von der Grenze von Ägypten bis der Grenze von Euphrat. Na, dort sind verschiedene Ausleihungen und so wieder, wohnt alles zu Israel gehört, weil Israel hat das Land niemals ganz angehört. Zu Salomo seine Zeit zum Beispiel fingen wir dort all diese Länder, ganz von Euphrat, diesen Weg, ganz bei den ägyptischen Riefer, die wir in alle Salomon ungedun und die am Tag tun. Das sage ich nicht, dass Israel die Länder enden dort, aber dass die den Tag tun durch Salomo. Wie fing auch aus Moses, die 12 Männer rutschickt, um das Land ungesehen, dann sagte er, sie sollen ganz bei den Euphrat Riefer das Land ungesehen. So, das sind some Dinge, die uns anweisen, dass das ganze Port Land hier, das ist alles Gott sein Land. So, Tränen Gordon Eiden. Wann der Gordon Eiden hier ist, wenn ihr die Beschreibung lesen, dann sagt es durch, dass Gott plant in Gordon an, Osten in Eiden. Wir reden immer von den Gordon Eiden. Aber Eiden ist nicht jent. So, wenn der Gordon Eiden wird hier sein, und dort ist Osten in Eiden, dann ist die Frau, was warst du von du? Und weißt du, was warst du von du ist? Du bist Israel. Und so dann ist meine Frau, und das ist bloß meine Frau, aber meine Frau an erst das ganze Land, dort original Eiden. Und als Gott Abraham ein Land gab, wird das Land Eiden. Das ist meine Frau. Und das ist ein interessanter Thema. Na, weißt du, in der Beschreibung von den Diebel, von der Engel, was wir verfallen, wo fallen, all das, in der Beschreibung, du sagst, dass du wirst in Eiden auf den Berg Gottes. Das ist eine interessante Beschreibung, ich wollte von dir auch nicht tiefer gehen. Aber das kann ich selbst nur lesen. In Jesaja und Ezekiel sind so Dinge beschrieben. Aber das bietet Land. Das ist unsere Bibel, das ist beschrieben von das Land. Und ich habe einen Glauben, na, das ist mein Glauben, du brauchst es nicht glauben, aber ich habe einen Glauben, dass Israel, das Land, ist immer noch Gott sein Land. Und wenn ihr im Psalm 3, dann rede ich an das ökonomische System von dem Alten Testament. Und in der Gesetz, was Gott entjeft, da sagt Gott, dass das Land gehört mir. Und das sind die Regeln, wo ihr hier kann leben. Und zum Beispiel, sie können nicht verkaufen und fremde Menschen, da muss alle 50 Jahre müssen tragen oder original Familie, all diese Art Dinge. Und so Gott sagt, das Land gehört mir. Weißt du, das von der, die große Frau, und die ganze Christen in Israel von der, hat zu tun mit das selbst Ding, mit das Land. Das ist immer das Land. So wem gehört das Land? Und ich glaube, das ist Gott sein Land. Aber ich glaube, dass das ganze Jent gehört Gott. Und das ist das Original Eiden. Und das ist das Land, was Gott Abraham gab und von Abraham seine Nachkommen. Und so das ist mein Glauben. Die brauchen dort nicht glauben, wenn ihr nicht will. Aber ich glaube an das und mich interessiert das zu studieren. Auf Eiden hier ist nicht mehr, das ist eine Nebensache. Mich interessiert das bloß, dort zu studieren. Und so, wenn wir ein bisschen nachholen, das ist die Gegend, wo wir von reden. Das ist die Euphrat-Riefer, hier an der Euphrat-Riefer, das ist die Tigris-Riefer. Aber das sind die Dinge, die hier anfangen. Adam und Eva, die sind der Fall, alles in dieser Welt, was verdreht ist, fängt hier an. Mit Adam und Eva. Wir wissen die Geschichte von den Fall und so Dinge. Der erste Mord wie hier. Ich will ein bisschen lauter von Mord reden, aber der erste Mord wie hier. Nimrod, das ist eine Person im Alten Testament genannt wird. Er wird der erste sozusagen großer König, oder was die große Städte wie das Babel und some andere.
dort wie Nimrod. En dan de Tarm te Babel, die wordt hier gebuut. En dat wie verzegen zelfs Gott te zijn. En zich zelfs te God te merken. En zo Gott die de spreken in eindelen zijn dingen. Dat is bekend met. En dan Babylon, de aanvang van afgoderij en falsche aanbidding. En zo Babylon wordt den wat gebruikt in de Bijbel. Dat is de aanvang van alle boze dingen. Zo die dingen die gaan alle hier aangevangen. Dit is van de Irak. Hier is Bagdad. Babylon wie een beetje zien van door. Maar hier in deze jaren, van hier, komt al het boze. En nu hier in openbaring vingen we dat hier zo'n feuerengel aangebangen. En die wordt losgelaten. En dan zegt het dit. Sorry, ik wil nog een ander ding zeggen. Weet je, we hebben nog een zeer interessante idee in Openbaring 20. Dat Nieuwe Jeruzalem komt erop. En dat Nieuwe Jeruzalem wordt beschreven als 1500 mijl in Durchmesser in alle richtingen. En zo wanneer we dat hier opzetten op dit met Jeruzalem in de maat, dan is dit waar het zit. Zoveel wordt het aannemen. Nou, dat is plus een interessante idee. En weet je, dat ga je nog maar even vertalen in een kleine groep. Maar we in Jeruzalem lezen dat we nu wat het zegt. En we grote stad is en wat al aan de stad is en zo weer. Maar de idee is dit. Jeruzalem is Gods stad. En weet je, er zijn 2 steden in de Bijbel. Wat het meeste worden opgenaamd. Jeruzalem is nummer 1. Geen andere stad wordt meermaals genaamd als Jeruzalem. Weet je wat de tweede stad is? Babylon. Babylon wordt meer opgenaamd als één andere stad buiten Jeruzalem wordt meer. En zo dan is mijn vrouw dit. En dat is plus een vrouw wat ik ga. Jeruzalem is Gods stad. De Bijbel is klaar dat. Dat is waar Jezus gestorven is, dat is waar hij begroefd wordt, dat is waar hij opstond, dat is waar hij wordt terugkomen regeren, zodat Jeruzalem, dat draait zich alle om Jeruzalem. De ganze openbaring, de ganze Bijbel sozusagen draait zich om Jeruzalem. Kan het zijn dat dit Gods stad en Babylon is de duivels stad? Dat is bloß een vrouw wat ik ga. Bloß han gedacht, en wat hier alle aanvangt en wat de Feindschaft. En nu komt deze Feuerengel, die komt vandoor. En dan lezen we hier wieder. En de Feuerengel wordt losgemerkt. En dan hoort wat hij zegt van dit. Dat zegt, hij ruitgemerkt wieren. Hij kan euer zegt, dat God is in control. Ook over dit. Die werden ruitgemerkt voor de stund, den dag, en de maand en het jaar. Een derdel van de mensen dood te maken. We hebben zum Beispiel so eine Versen in der Bibel, wat sagen, dass aus der Titel fällt, wir schreck Gott zien sehen. Weet je wat dat meint? Dat meint te de stund, te den dag, te de maand en te het jaar. Als God zijn plan wat doorgedraaid wird, dan komt Jezus. Weet je wanneer Jezus wat terugkomt? Te de stund en den dag en de maand en het jaar, wat God bestemd heeft. Hij is in control. En zo is het ook met dit. Deze Feuerengel, die worden ruitgemerkt voor dit moment. Nou weet je, wie kijken hier in de toekomst? En dat is meest een beetje te schaderen, want je aan denkt dat er een Feuerengel van jou bij de Eufratrieven wordt aangebangen, die wordt uitgemerkt voor dit moment. Because we reden hier van wat in de toekomst is. Hier, wie zijn nog hänger dit zo te zijn. Dit is wat im komen is. Dan zegt het in de Schule van de armee, also deze Feuerengel, die haben eine Armee. Retter wir 2 mal 10.000 mal 10.000, also 200 Millionen, wenn wir das uitrekenen. So eine Armee von 200 Millionen. China hat gepocht in den 60er Jahren, oder vielleicht auch Luther, dass sie eine Armee von 200 Millionen Menschen. Aber das ist eine schrecklich große Armee. China hat von den Menschen mit Indien, Top und so weiter, ungefähr ein Viertel, ein Drittel von der Welt wohnt von Eufrat-Riefen im Osten. Die Eufrat-Riefen, dort wie auch ein bisschen die Grenze zwischen Osten und Westen ist schon mal juist in der Zeit in der Römische Reich. So befürchten die Menschen, die im Osten wohnen. Und so diese Armee kämpft von dort. Und dann sagt er, so sagt er, die Pier in der Vision, die wat er boven zaten, oder hij beschrift, die wat er boven zaten op de pier. En zo die wat er boven zaten hadden vierje en blijvelje en
schwevelige Brustschilder. So, die haben mit so einer blauwe, gele, gemixte Brustschilder. Und die Pier hadden Chap aus, laatst morgen dort waren, dat is zo aus. Hij beschrift een dämonische Ding mit Menschen wieder sozusagen. Und so, die hadden Chap aus, laatst Chap, en uit ihre Miele ging 4 ruig Schwevelblad. Some von jullie gleichen Dragons, nicht? Alle haben Dragons, 4 spielende Dragons und so weiter. Alle haben Geschichten haben von 4 spielende Dragons. Weil hier haben Pier, die sind so als Pier und so als Slaves und die spielen diese 3 Dinge. Dann sagt er wieder, von diesen 3 wird ein Drittel von den Menschen doodgemerkt. Also von diesen 3 Dingen, von das 4, von dem Ruig und von das Schwevelblad. Dort ist ihre Miele kommt. Na, Feuerwerk reden wir von den Ruig, wat uit een grundloze Baum komt. En dat weer een Ruig van Herrschreiting, een Ruig van Beisiesta. En dat weer een interessante soort Herrschreiting. Maar dat is klar in de beschrijving dat het 6 voor ons nieuwe Herrschreiting. En zo is het hier ook. Deze Pier, dat zijn Pier, maar dat zijn niet Pier. Die zijn anders. Die hebben lijfschap, die hebben Seils en slang, waar we hier vinden, zo'n dingen. Hij zegt, wils macht, dat zijn Mühl en in Seil. Dat meint die Pier. Wils Zeil sind so als Schlangen und haben, möchten dort so aus Schlangen. Das ist nicht gesagt, dass es eine Schlange ist, aber die sind so als Schlangen und haben Chap und mit dieser beschädigen sei. Na, das ist eine interessante Beschreibung von dieser Armee, was da kommt. Und dann sagt er wieder, und die ewigen Menschen, die nicht doodgemerkt werden, von dieser Pläu, nu höre ich, was er sagt. Und das really wird ein Haus kommen nach uns. So sagt er, nicht Buße für die Worte von der Heim. Und so wird uns 5 Dinge sein, wo die Menschen nicht Buße über tun. Er sagt, haben nicht die Diebels und die goldenen, silbernen, bronzenen, steinernen, haltenden Aufjäter unterbeten. Ja, ich würde sagen, wohnen nicht sein kann, auch nicht hören, auch nicht gehen. Das sind die Dinge. Na weet je, wir sind nicht so eine Menschen, die uns von Halt oder Stein oder Isa Gärte bauen. Aber weet je Gott, uns haben Gott. Was haben wir das? Dein Geld, deine Trucks, deine Häuser, deine Wirtschaft kann nicht sein, nicht hier und nicht gehen. Merkt das nicht, den auf Gott. Und so das ist nicht vor für uns von dir. Wenn ich denke, wo wir leben in unserer Welt von dir, ich habe Ihnen vielmal gesagt in der Vergangenheit, und ich war noch vielmal vielleicht, es sind 3 Dinge, die diese Welt drehen. Geld, Kraft und Berühmtheit. Rein alles in der Welt dreht sich um die 3 Dinge. Wenn ich Geld habe, dann habe ich Kraft. Ich kann Dinge tun, ich kann Dinge kaufen, ich kann Dinge bekaufen. Ich habe viel Kraft in dieser Welt, wenn ich Geld habe. En al die grote nieuwe dingen wat ik heb, de grootste huis, de grootste truck, en dat alles, dat geeft me een beroemdheid. En zo, dat is alles voor de Welt dreht. Nou, damit meine ich nicht, dass wir nicht sollen schaffen und Geld haben und hier und fort. Das bin ich auch recht verstehen. Aber die Frau ist, es mein Vertrauen, es mein Absoluten, ob sonst was nicht sein kann, nicht hören kann und nicht gehen kann. Ab was tut ihr? Das ist der Punkt hier. Und so Gott sagt, dass die Menschen, die beten Diebels an, dass die ganze Aufjäterie von Dingen, was sie sich gebüht haben, und sie beten dort an. Und dann sagt er wieder, und sie deuten auch nicht Buße über Mord, auch nicht über Zauberie, auch nicht für ihre Hurerie, auch nicht für ihre Stehlerie. Und so das sind 5 Dinge, was Gott sagt, dass man all das Trouble, man all diese Dinge, was der Diebel auf diese Welt bringt und was Gott zulässt und was in diese Triebsaltit all auf die Welt kommt, Gott sagt, der Mensch hat danach nicht Buße von diesen 5 Dingen. Von Aufjäterie. Na, so ist Gott sagt, wir bauen uns nicht Dinge von Haltensteins wieder, aber wir haben andere Dinge, vielleicht wird uns wichtiger worden als Gott. Und dort wird uns Gott. Also, ja, da wird uns auf Gott. Und dann haben wir Morden. Dann will ich ein klein bisschen nur lesen, wie in Morden. In Mexiko, in der 23, haben sie ungefähr 50.000 Menschen, oder 51.000, was sie Rekord für haben, haben sie angebracht. Wie viele andere noch, was wir bloß im Gruben verfehlt sind, weiß wir nicht.
En er steeds dat de zoel zo bij 20.000 voor 4 jaar en de 23. 107.000 zijn in de steeds alleen aan de 23 omgekomen durch drug overdose. Like te veel drogen nemen, dat tonen strenge. En zo, dat weer een grote thema in deze election. Like Trump, hij wordt al die illegals eruit, wenn dat drug komt dan aan, en dat is een groot thema in de steeds. Maar weet je wat de ganz geraadste moord is in de wereld? Even 1 miljoen ongeborene baby's doodgemerkt aan de 23. De ganze wählerie nu met Kamala Harris en zo weer, dat houden zich alle met abortion. Dan weet je, eerst in Israël, dan hadden ze mal een opgave wat God en Gräuel weer. En weet je wat er voor een opgave weer? Ze moelen den immer zo dat een steinerne opgave met de armste zit. Dan wordt de onja 4 gemerkt, dan deden ze ihre baby's door aanleggen in de arms. En die opferen den weg. En in eine beschrijving wat ik las, is dat ze deden 4 merken, dan merken ze de arms van den opgave 4 uit uit, dan leden ze ihre baby's door aan broeden die door dood. Nou weet je, wie denken ze dat is grässlich? Weet je wat nog grässlich is? Wanneer zijn baby, wat grootspatten geboren is, een notel hängen kappen en vieren en dat verstand eruit zien. Maar wanneer een baby wordt bieter wie ze de mama uitgereden. Bieter miljoenen van jou en er steeds alleen. Ik weet niet hoeveel iemand ans. Aber weet je wie wel een seks hebben, zo zei het jij van alle kanten. Aber wie wel niet te vallen, zo dan doen we de baby's dood meer. En zo draait onze wereld en de ganze wählerie van nu in de steeds, wat groots even is, dat handelt zich een lange eng over moord. We willen de vrijheid hebben, onze baby's dood te merken, wenn we past dat nu groots niet een baby hebben. En zo moord is een grote thema in de wereld. Zauberie. Weet je, zauberie, we denken dan aan hekserieën, so dat heeft niets te doen met hekserieën. Dat woord in de Griechische spraak, dat pharmakia. We hebben ons woord pharmacy, of pharmacia, komt van dat. Dit is een drogenbrokken voor, op Engels zeggen we, mind-altering drugs. Like drogen wat die denken, die niet veilig am anderen. Nou, we kunnen zeggen, dat kan eenmaal als het nervenpellen, wat ons merken anders veilen als het really is. Er drogen, die merken ons hoog, er is een ding staat. Nou weet je, dit wordt in soberie, nen je doen ween, drogen wordt vergen gebruikt, tim parties gaan, willen parties. Alle handen seksuele dingen en parties en zo weer. En zo drink je die en drogen, en dat is soberie in de Bijbel. Dat is waar het woord van herkomt. Dat heeft niets te doen met hekserij en dat eend bij de juist. Even dat het vielleicht met bij is, maar dat heeft te doen met drugsbruiken, beides, wat we würden sagen, gesetzlich abbrechen drugs en abbrechen. Beide zijn met aangeteld. De ganze, dat is een zeer groot thema, maar de ganze idee van pharmaceutical companies, companies wat pil, medicijn, dat soort dingen merken. Dus China groep en steeds bij de regering. Wat we noemen lobbying groups. Wat geld willen van de regering. Dus China gratis als de pharmaceutical. En zo dat is een schrikkelijk groot thema in de wereld. Man kan stietje van jou. Wo betterlijk veel drogen zijn hier en wo betterlijk veel nervenpillen en al die soort dingen. Mind-altering drugs. Als soberie. Biblisch gereed. Dat is waar het herkomt. Dan hoererie. Hoererie heeft te doen met alle seksuele dingen en geweldigde seksuele dingen. Bezieden euch van man en vrouw. Dat is een grote umbrella, maar dat komt te onjou. Maar weet je, dit en dit is schrikkelijk taub in onze wereld. Drugsbruiken voor parties, alle handen willen parties, en men doet een klein beetje naar de nieuws horchen. Dat is nu groot waar een zeer beroemde rapper, wat gesetzlich vast is in gevangenis, krijgt wegen deze dingen. En dan stelerie. En zo deze 3 dingen. Weet je wat dat is? Geld, kracht en beroemdheid.
Und Gott sagt, dass diese Menschen, nur all dort, was hier passiert, und nur all, der halb Menschen sind all tot in der Welt. Wenn wir hier in Offenbarung checken, all ungefähr der halb tot. Aber mit das aller Top sagt er, dass nicht Buße. Und das will wir von der Welt stillhalten. Was sagt Gott zu uns? Wenn er kämpft Aufjäterei, er kämpft Mord, bei Abortion, er kämpft but there's a sobriety, but drugs and mind-altering drugs and all that stuff. En weet je, dat is nog een ganze ding, dat is meest tot geriest, men niet weg van reden. Maar er worden schrecklich veel in de parties aangesteld met drugs en sex en al die dingen. En ze gebruiken drugs, zum jonge Mädels wellig merken, zum sich gebruiken lassen. Dat is bloß unbegreiflich in der Welt, wo das schafft. Aber das ist, was es dreht. Und Gott sagt, die Menschen sind nicht wahrlich. Buße meint, ich drehe mich davon weg und ich drehe mich nach Gott. Und so, ich will nicht irgendwen beschuldigen für diese Art Dinge, aber die Frage ist für uns. Hast du was in meinem Leben, wo ich nicht wahrlich sehe, Buße über zu tun? Ich sehe nicht wahrlich davon wegzudrehen. Vielleicht ist es Geld oder Drogen oder whatever es ist. Oder Hurerie, Stehlerei. En weet je, de stelerie hier, dat meint beides corporate und personal. Like, dat meint beides geschäftlich oder persönlich. Ein sehr interessanter Ding, was ein Schreiber sieht, er sagt, dass die like Socialism, like die kommunistische Regierung, dort hat zu tun, das ist eine Stehlerei. Sie tun das gewöhnliche voll Dinge wegstehlen, um sich selbst zu ihnen, ohne zu irgendwem verantwortlich sind für das. Das ist Socialism. Und so das für uns Land handelt, das für ganz Nordamerika winkt, nach das sieht, seine Art von Stehlen. Eine andere Art Stehlerei ist vielleicht Dinge verstärken in uns Geschäft oder verschiedene Dinge. Aber ich will bloß uns an Hort legen, dass Gott sagt, dass nur all diese schrecklichen Dinge in Offenbarung, sie den danach nicht Buße. Und so wie sind von der noch an diese sie den Ufrat riefen sozusagen. Wo weet je Gott? Du hast eine Stunde, du hast einen Tag, einen Monat und ein Jahr bestimmt, wo Gott mir was rechten und wo die was rechten. Und nu fragt ihr uns, ob wir von der wollen Buße tun für Dinge, die wir wollten, oder was er uns sagt, was ordentlich sind in uns Leben. Weil wir nicht mehr durchkommen sein, dass Gott mit uns sein, dass nur alles, was er uns gegeben hat, nur alles, was die immer kriegen, in Lebenswasser und andere Kirchen, welche ganz in der Lebenszeit hat, Evangelium gehört, und weißt du Gott, die deuten nicht Buße. Und so ist es tot. So wie wir Buße tun nehmen, wir uns weiterdrehen von Dingen, die nicht für Gott sind. Ziemlicher Führer, Dankeschön für den Wut, Dankeschön für uns die Gelegenheit geben, dass wir keine Buße tun. Und hat das Wort Buße, das gleich wenn ich mal, aber das sagt, das dient genug, dass du uns erlaubst, von Dingen wegzudrehen, die nicht für die sind. Und ich danke dir, Herr, dass du uns lieb hast und dass du uns durch Jesus raten lässt. Help uns wegzudrehen von sämtlichen Dingen und nur die drehen.